Guten Abend bei Dickrich TV. Haut aus der Brasserie beim Louis auf der Liberationsplatz. Heute zu Dickrich. Das ist ein Bistro, das ungefähr 7 Jahre. Und kurz vor der Pandemie, du hast heute einen Jeff Weicher überholt. Guten Abend, Jeff. Guten Abend. Ja, kurz vor einer Pandemie, das war natürlich nicht so geplant. Aber wie ist es am Anfang dazu gekommen, dass du hier überholt hast? Weil am Anfang kannst du aus einem Depositärsbetrieb. Genau, wir haben einen Depositärsbetrieb. Allerdings ein Lokal selber zu führen, das hat uns auch noch immer interessiert. Das hat uns auch Spaß gemacht. Wie das Lokal heute zum Verkauf steht. Wir haben das Lokal natürlich auch gekannt, schon viel drin. Wir sind auch schon einmal in einen Drink gekommen. Die Kirche haben wir auch gekannt. Wir haben noch nicht lange gezögert, für direkt zuzuschlagen und das Lokal zu überholen. Erstens, weil es ein Flottlokal war, ein neues Lokal. Und wo wir auch sagten, du hast Potenzial, du können wir Abstress machen. Du kommst natürlich eine schwierige Zeit, die dir aber eigentlich ganz gut gemeistert hat, weil du waren richtig Schlangen hier unter dir. Genau, das war ganz am Anfang, wie du losgegangen hast mit der Corona-Pandemie, wusste selber noch nicht, wie wir das organisieren. Es war wirklich Neuland für uns. Und in einer Woche hatten wir den Dreh auch raus und dann ist es doch losgegangen. Da sind die Leute wirklich gelaufen gekommen, für können etwas zu essen zu bestellen. Dabei gefroht waren nach lang nicht nur die beliebten Burger. Beim Louis kriegt ein bisschen von allem, von Tarte Flambée, Spare Ribs, Fish and Chips, Silversteak de Bœuf, Filet de Dorade bis zu Zaloten. Es sei bald für all gut etwas dabei. Natürlich ist auch all der Plat du jour für Gesinner verschiedene Suggestionen. Mit so viel Variation am Takeaway haben sie die Pandemie also bestens überlebt, als sie noch all der besicht. Dem Louis geht es gut, so gut, dass los sogar eine Renovation am Gang ist mit dabei flotte Plänen. Über die will der Patron zwar noch nicht schwätzen, an ein paar Monate dürfte man da allerdings mehr Gewur gehen. Wen kennt dann eigentlich hin? Wen schwätzt dir ganz präzise an? Ich meine, du doch das Weekend, das ist richtig Tamtam für die Jungen. Genau. Hängt von den Dauerzeiten auf. Als Klientel aus und sich von bis kommen da viel außerhalb, sind da viele Lokale, die herkommen. Ein bisschen von allem sein. Freitag, Samstag, Overs. Da ist ein bisschen mehr jung, dass sie ein bisschen mehr die mir lustig sind, gerne trinken kommen. Da haben wir immer einen DJ, das ist dann Party bis 3 Uhr, frei nicht. Tische kommen raus, dass die Leute auch ein bisschen können tanzen, trinken. Und dann für die lange feiern, hat auch sonst Neues etwas geplant. Das ist richtig, da haben wir sonst Brunch, aber nicht einmal den Mond. Wie gesagt, du hast dann eine ganz große Auswahl und Essen, von warm, kalt, viel selber gemachtes, dabei größtenteils selber gemacht, wo die Leute dann einfach können Neues hinkommen, mit ihren Kollegen, mit der Familie, ihre Neue verbringen, sie sind nicht gestresst, bei mir sind Leute genug im Buffet, können sich gemütliche Neue machen. Und da probiert er aber natürlich auch immer neue Sachen aus. Ich meine, die hat für kurz einen Altweiberball, was bislang noch nicht ging. Nee, richtig, einen Altweiberball hat man noch nicht. Allerdings, die für tun, egal wen Abend das, egal ob wir Feiertag oder nur ist, wenn wir eine Aktion können starten, wenn wir können einen Abend organisieren, da sind wir natürlich dabei. Das heißt, wie die Fuhr sind zum Beispiel, dann ist auch immer der Gang lassen. Ich meine, die Fuhr sind, da machen wir fertig, lange anderen nicht etwas, kriegen wir alle nicht viel Schlaf und schmeckt hier noch nicht. Fuhr sind das Jahr im Februar war allgemein nicht ruhig. Das geht aber nur in 3 Wochen alles noch geholt, da geht es heute zu Dickrich, nämlich ein erster Kehr, ein Kavalkad am Meer. Haltbilder von den letzten Jahren für euch anzustimmen.
Ja, Sandro, du hat mal ein kein Kavalkat an eine Loeng, mich spät Kavalkat. Endlich können sie nicht. Übt er vielleicht aber schon für einen Sommerkavalkat? Das vielleicht noch nicht gerade. Ich weiß nicht, ob das könnt. Wir hören sich als Prinzipien heute zu dickrig an, wo man so ein Aschermittwoch als alles rüber. Das ist schon eine Ausnahme gemacht. Ganz einfach. Der Grund ist den, wir hatten sie können aufsuchen, da wir beneiligt gewesen. Aber all die Jahre oder die 2 Jahre vor an der Pandemie haben die Vereine weil relativ viel gelitten. Und wie das Vereine aber heute zu dickrig auch relativ viel so auf der Kavalkade verdienen. Natürlich die Stände rund um die Kavalkade, also für werden also immens wichtig, für sie laufen zu lassen, auch wenn man sie außerhalb von der Saison laufen lassen. Auf was kann ich dann ausstellen? Ich will nun, da gibt aber verschiedene Sachen, die werden ändern. Außerdem, dass hoffentlich wieder auch noch besser ist. Also natürlich wird es hoffen, dass wieder gut ist den Tag. Wir werden Engelschei hoffentlich bei der Seite tun. Was das ja ändert, als hauptsächlich, wir gehen nicht mehr an der Gilzewer Straße fort, wir gehen aus der Rüdlacher Stadt fort. Das ist der Kochtisch wird an der Mertenstraße abgestaltet. Das ist vom Logistischen hier viel mehr einfach. Und die Leute, die an der Gilzewer Straße wohnen, sind nicht gerade so durch den Dreck und so weiter belästigt. Wo wir aber eine kleine Änderung haben, oder vielleicht ein bisschen größere Änderungen, wir haben 2 Plätze, die wir 4 gesehen haben, die wir Family Places nennen. Da denkt er das am Park beim Resettebüro. Das andere das auf das Planat direkt für ein Promocenter. Und das sind für uns 2 strategische Punkte, die wir haben, wo wir denken, dass Familien mit Kindern können hinkommen, wo wir eben 2 alkoholfreie Zonen machen auf der Kavalkade. Das ist etwas ganz Neues. Das heißt nicht, dass ich nicht mit dem Beirenken durchlaufen, aber das eben ob so viele Meter längs von den Zonen als nirgends in Stand, wo Alkohol verkauft oder verdient wird. Das ist eben für die Kinder ein bisschen mehr zu schützen und dass sie nicht gerade auf den Plätzen stehen, wo ein bisschen mehr exzessiv gefeiert wird. Für den Rest wird aber alles wie gehabt sein, genau so viel Wehen, alles genau so schön. Also für den Rest, wir haben bald so viel Wehen, mit den Wehen haben wir ein bisschen raufgeschraubt, weil wir die Qualität abschrauben. Das ist ein Hauptgrund dafür. Und eben noch mal Zeit fertig gehen, weil wir eben darauf hinschaffen, dass wir auch an der Serie ein bisschen mehr Leute kriegen, dass die Leute ein bisschen echter können aufhängen, also die mitgehen, sind meistens Partizipanten, die als echt eben da sind, dass die da können feiern und eben bis an die Nacht ran. Das ist schon auch eine kleine Änderung an der Serie. Wir haben den DJ Aldo, der bekannt ist für seine gute Stimmung, die er möchte, landesweit. Und ich denke, dass das auch ein kleines Surplus ist für eine kleine Abwertung von unserem, wie wir das nennen, unseren After-Kavalkade-Party, die wir haben. Und da gilt natürlich, die Leute darauf aufmerksam zu machen, ab 12 Uhr ist Schluss mit den Autos. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn der will raus aus Dickrich oder will ran an Dickrich kommen, bis 12 Uhr geht das. Ab 12 Uhr sind als Dickrich gesperrt, das heißt, die Version ist überall gezeichnet und du musst ein Auto auswärts stehen lassen. Wir aber auch kein Problem, weil wir haben das ja, was eben auch neu ist, 2 Nachwetten beigesagt, das heißt, der Park and Ride angerichtet, den um Friedhofdorfen ist, wo die Nachwert drauf könnt, auf die Kreuzung von der Armee, also wo drauf geht auf den Herberg. Und die anderen Nachwert, die könnt von Stehen rauf, wo den Dingens Park and Ride vis-à-vis vom Blauen Eggers. Und den könnt eben über den Rond-Point von der Ackerbauschule rauf an den Rond-Point Service. Und du könnt Leute mit der Hinterbrüche weggeholt. Und die anderen Nachwerte, die wir über die Jahre laufen haben, aus den Wiesen, die lebt natürlich auch. Das heißt, mit 3 Nachwerten, die können angepeilt gehen. Und sind die dann noch Friedrich? Natürlich freuen wir uns. Also wir freuen uns, weil ziemlich lang an die Feierbeine so wie die Zweibeine. Wir sind alle gute Brett, aber wir freuen uns auf den 8. Mai. Okay, da wünsche ich euch bonne Chance. Vielen merci. Et könnt also nees Liewen op zu Dickrcht. Fester kommen und trullen. So konntest du dann noch 2 Uhr Pause endlich nees richten Ostermarkt aufgehalle gin. Mir waren für euch bis Landschlussen.
A gleiche meeschten Daf war dofir schon zonnom Rendevous. De Syndikatinitiativ kon zech geleckle schätzen, ele Waer Moes gonget lass, a schofir Mëttech wat Liberationsplatz gut gefëllt. An wie gefaltet Dir Schei Moch der Markt? Ganz flott, das Weg spiel lassen mat dem super wie da kann sech net beschwere. Ass eng echte Kei oder si da schon mit Dazeit? Nee, das mengg alleréischte Keier. Schwne Neuheit zu dickrech, dafir profitieren schwal den Fester dabei können ze sinn. An wat so dat zu dem heute Festlo hat ich dat so erwartet. Ech muss ze méi stand do wie ich erwart hat noch schon bëssen der immer bes kar, desweg flo doch die Lokalleute bessen ze unterstützen zum Mul der schweren Zeit, das war immer gut. Auf ihre Part oder gute Maufel op der Herrplatz an Dickrech sitzt den noch ebe perfekt. Mast dat as do die bekannten Tartflambé vum Ostermarkt. De allerdings gouf dëskeer fir emul net vum Syndika méi vun der Amikal vum 3. Alter zerveiert. Just den Ostermarkt hun mir diewerholt und als du gefrot hatten du wannst du willst präsent immer denk Verein der Wert fir Tartflambé zu machen. Dat leid Dat Echens Leiit, dats du am Zwitzimmer erstaunt hunn ganz gute Suse an wëll speziell Merzi so als Membren. Dann hat soviel Membren, die kommen sinn die gesotten ha mir komme lo bei jeich ze Matgeessen. Den Ostermarkt sinn natürlich auch immer die Flotstände mat den anderen Osterdeko oder Handwerksarbechten, wie zum Beispiel die von der Madame Maldo Kuhn-Meyer, die dat last Jahr auch Ostermarkt Leiit vom Syndikat deelgeholle hat. Den Ostermarkt opbausen, dat huet sie sich natürlich net entgoe gelos. Wat tut der Scheinzei wat präsentiert alles? Alles wat praktisch ist, Großtrussen, Kannertrussen, Kannerschädischer, Wachstum, Großschädischer, ja, Kleintrussen, und ja, alle haben auch Kommanten ich op. Ja, Dickrich ist einfach immer schön. Und es sind noch selber Dickricher, und das ist immer schön, es gesagt den Dickrich Leitzreck. Ja, ich freue mich immer wieder dabei zu sein. Den Ostermarkt huet ebe seg Unhänger, sowohl an de Visiteuren wie auch an den Aussteller. Eg gros Novotéit goufe trotzdem. Dekeer hat sech eure Gruppe vu 6 Artistinnen ze Summe gedoen, fir het Tabloen an einer Kunstwerker e Molenkeer do Bonnnen ze bieden. Eng Initiativ vun enger dickrescher Proprietärin, der het lokal zurzeit edel steht. Aber nicht der Mädlo das Jam am Weder für als Bilder, das lo a per dodrems gangen, lo vielleicht nicht an enger Schauer zu stehen, ob schon sie lo wirklich nach gut aus derbausen. Am Meer soll joch zwar gut gehen, wollt man einfach von der Titan du beibehalen an nur ein bisschen mehr ausgestaltet, wie man wollten. Du wirklich schiedfried hat daheim bisschen alles matbrucht, wat so gemacht hat, gebitzt dann, gebastelt, gemalt dann. Ja. Und dabei hatten die 6 so ein Succès, dass sie vielleicht auf den Gut kommen sind, für mehr aus ihrem Hobby zu machen. Ach ja, vielleicht machen wir etwas. Mal gucken. Mit so einer kleinen Kaffeestufe dabei oder mit Tarte backen und Kichelchen machen. Ich muss sicher ein bisschen auf den Gut kommen. Für Stil ran. An gute Kaffee, mal gucken. Mal gucken, was den Ostermarkt also sonst noch alles aufbringen kann. Bretzel Sonntag leidt zwar schon ein bisschen zurück. Trotzdem wollten wir euch auch den 35. Bretzelskortege von der Konföderation Lebensmittelhandwerk ASBL nicht entgehen lassen. Für die nächste Kehr war diesen Umzug nämlich im März auch zu Dickrich passiert. Do hunn der Vill net schlecht gestaunt, fir d'lächte Mound méintech fir Bretzel sondech op emol dëstrupp duch d'Grosgas gezu war. No 2 Joer onjal de Kriger Kavalkat waren soviel Jum scho langem in der Altstadt ze gesi gewircht, a waren Leiit dem no begeert. So méi wellt net nommen appppes zu kucken an ze lausren, wie och nach fir ze schmache gouf. Pandemie da is einerseits geléiert an opgewiesen an dat ha sinn an Kklengmomenter vum Bonheur, die der Leiit gut doen als gut doen. Das mal bestätigt sind.
Mir dat sinn well net mi just Background Patissien, Jo Batzler, Mëller an Träiteren, déi sech an der Eisbär Liewensmittelhandwerk ze Summe gedoen hunn. An dofirge Traditionioun vun der Bretzel neierdings dann noch net mi just de Läng an der Seiser Variant gefeiert. Natürlich, also wenn wir Lebensmittelföderation so waren, just Bäcker, die die Bretzel zum Zug gemacht haben, und da für das letzte für dich, dass wir eine spezielle Version hatten, wir gesagt, okay, das gut mir als Matzel, wenn man dann noch ein Matzelbretzel aus Matzelwurst dann von geholt, für dann aber mal dabei zu sein. Groser Klang, jung Kanal, sie all waren dann noch einfach happy, emollerem endlich Neeseppes Geburten zu kreen. Für allem die friedisch Klang von der Harmonie von Harald, die die Lebensmittelhandwerker begleitet haben, sollten Molnes für ein richtig flotte Ambiance an der Straße von Dickrich sorgen. An der Komitee vun Al Dickrich, déi kon sech bei der Gelegenheit schon einmal nees bësse warm laufen fir d'Al Dickrich-Fest am Juli. Als Heichpunkt vum Cortège konnten Seemen héich offiziell eng Bratzeliwer recht. Min dann Chance gehabt fir ben dürfen ze proben, weil als Gemeng so verhindert wär. Hun hat Lebensmittelföderationun gefrot, op mene dawer kenten dabei se fir dat ganz bisssen wie folkloristisch zu gestalten. Und man natürlich net nee gesot, hun natürlich auch bei der Gemeng gefrot. Und sie konfirmiert, dat ke vun hinne kon do sinn an dofir man dat dann natürlich ger gemet. ass eng Klengprouf gucken op Box an de Kostümren passt. An sie passt also am besten lohnet mit zuviel Naschelen, fir das festen 8.7. och starte kann. Dickrich war natürlich lohnet die insege Etappe vom Cortège. Fir Drof waren sie ënner anderem am Ettelbrecker Spidol passiert. An Nomzentrum vum Dickrich gonge doch noch op den Herrebiersch. Net nëmmen huet Lebensmittelhandwerker aus Berl an der Pandemie desideiert, nief der Staat auch op einer Platzen am Land zu zehen, mit dabei an engems auch Merci zu soen. Bretzel sind zwei die an negereifen. Sie viele Leute, die guten geholle van der Zeit vun andere Leute an für allem die Leute, die geholle vun. Die wollte man dummer der Merci gin als Unerkennung als Lebensmittelhandwerk gin. An dafür sind wir am Tourgang a wollen die Leute, die die Zeit wirklich viel geschafft hun, natürlich auch für immer ist am ganze Leben do sind, die dummer dann unterstützen, ein bisschen motivieren. Ja. Domat krit Bretzel also mir en Gros Bedeutung verleft wie nëmmen zu enger Person. Das Scheintradition dürft Domat also so lange net anstiwen. Dat näst Jahr dann werd de Cortège iwwergens an de Minet vum Land zeien. Sie hu sich zwar an der Pandemie net ënner kree gelos. Trotzdem wäret ein Grosfried fir die 15 Junker vum Dickrischer Jourendorchester, wie sie en Märzemolne Senkier konnten richchte Konzert gin. Wir waren bis op Generalprof an den Dickrischer Lycée Landschlusse. De Jourendorchester vun der Dickrischer Musik war eng echte Keer 1964 gegrünnt gin. Ob schon dëssen zu senger Glanzzeit an den 90er Joren eng 70 Leiit gezielt huet, konnte die Suse net op Rechner halle gin. Irgendwann gouft kein Juniore méi, wat natilech net gut fir die Dickrischer Philharmonie war. De Musikpädagog Bob Minat allerdings huet Junioren do fir 5 Joer eng zweete Keier lacéiert. Wir hatten die Chance, dat ma vun eisen Musikanten de Bob Minat, den immer begeft dabei war an den dun hai op der F-Sektion am LCD war vu der richter Promotion, dat heeft die Primaner do war hin dabei. An den het Musik studieren as rumkom vun der Uni an hier hun direkt Breder erklärt fir Jugendmusik zu überholen, wann den natürlich Jonken die namschen Dirigent tut, der krit noch die jungen Armeeder hier begeft und dann hin lo fertig bu an 2-3 Joer. Eng Jugendmusik op Been zu kreen, die dann noch lo aufhängt, sich an Öffentlichkeit zu trauen. Die lacht 2 Jahre allerdings hun noch sie miss Meloes trëppeln. De Bob Minat dawo huet sech net vun enger Pandemie ënner krégelos ass enge neue Schüler am Lockdown 2 gros Online-Challenge geburden. Een davon wäret doheem Melodien aus Filmer opzuhullen, a géigesäitsch een dem andere seg Melodien zerroden. Doraus gouf dun de Konzert am falsche Film geboren. Du nummer festgestellt, dass als Junioren immens begecht dat sie vu Filmmusik. Aéi dun lo de Lockdown River war am hunn Dir verproen. Du war sehr der Wunsch, du komm ich spielen weiter Filmmusiken, dat interessiert ist. Und du Nummer, da du zu Summe noch rausgesicht, das ist immer wichtig, dass man zu Summe raussicher war doch die Jungquelle spielen, an ich sicher dann Arrangementer, wenn ich keinen fand, da schreibe ich sie selber. Oder schreiben sie irgendwie, dass eben ob Schiederengen sing Besoin etwas geschrieben hast, dass jeder kann machen, egal wie hoch das Niveau ist.
Und ja, so kommt die Idee, den Filmmusikkonzert zu machen, weil das Ganze als einem Rätsel, als einer Challenge geboren ist, bei dem sie ein bisschen roden, wie ein Film, wie eine Musik hört. Da waren wir auch einst am falschen Film, wie ihn das so schön nennt, und dafür war der Titel vom Konzert sehr klar, wir sind am falschen Film. Bei der Generalprouf aber hatte ich schon gefehlt, dass die High-Equipe genau am richtigen Film ist. Die dickeren Junioren sind wohl eine kleine Equipe, aber ein ganz engagiert und sogar ganz inklusiv. Unter den Jungen ist zum Beispiel auch eine Blindmusikerin und ein mit Down-Syndrom. Die 15 jungen Musiker und Musikerinnen sind mit vollem Einsatz dabei und ihren Dirigenten noch ziemlich aufrichtig auf sie. Wenn ich das Foto gucke von Demos 2017 an Haut, da ist viel geschehen, dass ich wirklich schon gewisse Leute rausgehen oder alle gewisse Leute rausgehen. Und da ist es schön zu sehen, dass die all die Zeit über uns treu geblieben sind. Und noch eben teilweise schon ein paar von ihnen oder 2 von ihnen sind seit September auch bei den Großen an der Musik. Das heißt, als Schur- und Erbestreiter, was in Frieden, da ist es schön zu sehen. An Dach muss immer nur neue Leute gesicht gehen, bleibt es nicht einfach Neues zu finden. Für allem auch die mit den richtigen Instrumenten. So Jouren d'Orchester muss dem noch stark mit den Musikschulen wie dem Conservatoire du Nord zusammenarbeiten, für die Jungen auch an die richtigen Direktionen zu guidieren. Was an der Musik genau das sind Schwierigkeiten für verschiedene Register zu besetzen. Wie der Bass, wie die Trombone wir hatten. Eng Zeit wat die dickere Musik was hat massive der Trombone davon kann den Haut mi dremen das dann noch ein bisschen den Equilibre von den Instrumenten. Dafür müssen dann normaler Wursen aus der Philharmonie eng Hand mal packen, für können Konzert zu spielen. Also, wenn du vielleicht auf den Gut kommst, dieser Flottereke beizutreten, nicht zecken, an einfach mal bei sie Lunch loszugehen. Im März hat am Militärmusee eng neue temporäre Expo gefangen, den sich auf keinen Fall entgehen lassen. Koreaner aus dem Lützeburger Land so den Namen von der Ausstellung als der Versuch für die Geschichte von der freiwilligen Lützeburger ableben zu lassen, die für über 70 Jahre an den Koreakrieg gezogen waren. Herauskommen aus dabei eine mehr wie erstaunliche Dokumentation. 85 freiwillige Lützeburger waren zwischen 1950 und 1953 abgebracht, für auf 20.000 Kilometer von daheim weg einem komplett unbekannten Land gegen eine fremde Invasion zu helfen. Und das aus den unterschiedlichsten Ursachen, die eng aus Abenteuerlust, wir können zu reisen auf fremden Welten kennenzulernen, andere wie den André Ney oder den Léon Moyen, die den Zweiten Weltkrieg mitgemacht hatten, aus Angst vor einem Dritten Weltkrieg und dem Willen, diesen zu verhindern. Oder aber aus finanziellen Gründen. Die Lützeburger Regierung mit der Armee das Publikum gemacht hat, dass sich freiwillig schmellen, als natürlich auch zum Beispiel an der Militärkaserne, in dem Moment noch zu Bitburg, wo die Lützeburger Armee logiert war, auch gesagt, wie viel verdient, wenn sich freiwillig schmelzt. Und du musst bedenken, den Soldat hat Terrain, wie die Belgen auch, also die Belgen, mit denen wir zusammen hingegangen sind, die selbst verdient für Lützeburg, das ist 100 Franken den Tag. Und das war ein Riesenunterschied zwischen einem Soldat, den das Service obligatoire zu Lützeburg gelegt hat, an der Kaserne, den hat so ungefähr 6 bis 8 Franken den Tag verdient. Das heißt, da hat man dann noch einen Punkt, wieso du hingegangen. Mit dieser Ausstellung sollten sie all 70 Jahre nach dem Koreakrieg ein Gesicht kriegen. Sollte jeder engem seine Geschichte abgezeichnet gehen, für die Rekruten, die nach da sind, aber auch für die Familien und Nachkommen, die da erlebten, just wahrkehren haben. Eng 60 Personagen konnten darum endlich retraciert gehen, die Biografien aber sind umso mehr beeindruckend. Für das Mal die 2 Kaprol Stutzer, Sergeant Morris, die diesen Krieg nicht sollten überleben, da viele andere, die auch durch noch frei verstorben waren, oder die fortgezogen sind, weil sie sich nach dem Krieg an der jungen Lützeburger Armee
nicht unerkannt gefehlt tun. Das Problem war aber, wo sie zurückkommen sind verschiedene, die sind Terra die Promotion haben. Und dementsprechend, wo sie zurückgekommen sind, also da war so weit kommt, dass die Promotion im Wäsch geholt wurden. Das heißt, die Reconnaissance Militär war nicht gehen. Das war, weil das Demos alles am legalen Kader noch nicht da war bei der Armee. Das muss ich bedenken, das war eine Ad-hoc-Entscheidung, im Moment von der Lützeburger Regierung, zu sagen, wir geben den Ball schmatt, wir helfen hinten, wir geben hinten einen engen Kontingent, mit wählen hinten Kontingent mit für eben, was an der Korea zu zählen. Mit der ganzen legale Basis der Hand drun, die hat noch gefehlt. Die Ausstellung hast du mal also eine Spätunerkennung für das, was Soldaten an der Zeit gelegt haben. Etwas aber, das kann doch damals kein den 85 freiwilligen Waschschulen die kulturelle Bereicherung, die sie auf der anderen Seite von der Welt hatten, an ihrer Freizeit nämlich war damals in Korea von den Amerikanern eine ganze Logistik aufgebaut ging, die den Soldaten erlaubt hat, an ihrem Congé aus Japan zu fliehen, wo sie sich zum Beispiel Fotoapparate kaufen konnten, wo man da lieften festgehalten gouf, an eng Reihe anderer interessanter Objekte, die bis heute von der Familie versucht gofen. Wo sie dann hinkommen, sind Flieger gelandet, sind sie ganz angeklebt gehen, gute Suen, also sind darüber das geschickt, die konnten Tokio und alles besichern gehen. Und natürlich die ganze Industrie, die da war, Tourismusindustrie, sich auch darüber konzentriert gehabt. Das will heißen, wenn sie hingekommen sind, konnten sie auf verschiedene Plätze, auf größeren Marschen, konnten sie zum Beispiel Perlenketten kaufen. Dann haben wir Perlenketten, die der Robert Müller, inoffiziell vom ersten Kontingent, seiner Frau Tekla gekauft hat. Und er hat eben auch noch mal einen schönen Kimono, den eben noch immer der Besitz von der Familie ist, an dem wir im Hintergrund hier an der Küste gesehen. Besonders aber die vielen Fotoalbume mit Erinnerungen aus der Zeit der Korea machen es haut möglich, dass die Lieften von damals nur zu vollziehen. Koreaner aus dem Lützeburger Land, wie sie sich nennen, und so auch der Lützeburger ein Stück Kultur mit hinbrücht. Am Militärmuseum kann in dem nur während einem Jahr andauchen an eine skurrile Welt, die sich durch Kriegsfeld an Tourismus bewegt. Anfang des Monats hat die Servicetechnik von der Gemeinde am Hafen der Sauerwissschule Container gesagt, die für die Besucher vom Konservatoire du Nord gedurcht ist. Das Ganze war mit einem ziemlich großen Aufwand verbunden. Sogar den Rond-Point an der Vielzer Straße müssen übrigens teilweise gesperrt gehen. Dafür aber hat den CM Nord Heilo einen flotten Tanzsaal zur Verfügung, wo werden verschiedene Tanzkuren aufgehalten gehen. Tanzsaal auf der Platz Wirtschen und am Hauptgebäude an der Sauerwiss bleiben aber auch noch weiter bestehen. Die aus dem Cine-Skala an der Primärschule sollen allerdings für andere Zwecke genutzt gehen. Zwei Großsäle von ungefähr 100 Quadratmeter mit einem Vestiarstrakt. Also das Ganze ist an einer modularer Bauweise, wo das gebaut wird. Das heißt, die Container sind an einem Dach die abgeriecht. Die gehen am Anfang ob so Kloe gesagt, ob Zillen, für das alles riecht das. Darauf wird das gemacht. Das heißt, innerhalb von einem Dach ist es schon bald benutzbar. Dat Donner seg alltägsche sagt im heute schon zu dickere Schënne am Nordstadt lese aus dem nämsche System, wo der Teil abgericht wird. Lo Vierdernees besser gëtt Dir Nordfeisere mittags an frisch Luft. Et gëtt also soes Zeit emol méi no hinnen zu gucken. Zu Dikrech gëtt dofir en ganz Rei Pediküren, die Lächt an der Reihe awer, de biet nach méi wennemmen Facepflegung. Schönen Abend, ich bin die Marion von der Pediküre Marion und René. Wir sind seit Januar 2022 in der wunderschönen Esplanade hier in Diekirch. Also wir bieten außer Pediküre noch Massagen, Aromatherapie und onkologische Pediküre und Maniküre an. Die onkologische Pediküre, die sehr wichtig ist für Leute, die an Krebs leiden und Chemotherapien machen, die brauchen eine ganz spezielle Behandlung an Händen und Füßen. Dafür braucht man auch eine Zusatzausbildung, die wir selbstverständlich haben. Ich bin gelernte Wellnessmasseurin zusätzlich. Wir bieten verschiedene Massagearten an, über Fußzonen, Reflexmassagen, Aromatherapie,
Aroma-Ölmassagen, Lomi Lomi Nui, Kräuterstempel, ganz klassische Ganzkörpermassagen, Rückenmassagen, die auch von den Leuten in Diekirch sehr gut angenommen werden. Selbstverständlich würden wir uns freuen, wenn Sie uns besuchen würden in Diekirch. Wir sind offen von früh um 9 bis abends um 19 Uhr, von Montag bis Freitag. Ab 1. April haben wir Samstag von 9 bis 14 Uhr offen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns besuchen würden und wir Ihnen weiterhelfen können, denn unser Motto ist, legen Sie Ihre Füße in unsere Hände oder Entspannung ist ein Geschenk. Vielen Dank, Eddie. Und das wäre dann aber für als Emission von Haut aus der Brasserie beim Louis. Den 8. Mai als Hai Oves natürlich auch am Deck Fiesta gesagt, für all den anderen Bistron auf der Platz auch, also nicht verpassen, den 8. Mai auf Diekirch zu kommen. Auch die nächste Kehr beginnen wir als nächst an einem anderen Kaffeehai. Bis dahin, so noch ich Adi, wünsche ich euch eine ganz schöne Zeit. Alles nicht los, mit das Magenta. Bis dann. Nach bis den 1. März am Kulturhaus zu Diekirch steht die Rettausstellung vom Künstlerkollektiv Arc zu gesehen. Auch April 3 dürfen es mit vielen flotte Kunstwerke überraschen. Nicht nur und Member vom Gruppe hier ein Brett Palette und Wirker zu weisen, in den Exposionen sind noch ein paar die ganz bekannte nehmen, wie zum Beispiel Patricia Lippert. Dies aber gibt es auch einen Special Guest, und zwar die ukrainische Malerin Kristina Mikul. Die übernächst Wochen als Freitag den 29. an Samstag den 30. April nes Freios Braderie zu Diekirch gesot, wo Direm no Lust Laune an der Boutique no guten Affäre sicher könnt. So eng Shoppingtour durch Diekirch huet natürlich de große Vorteil, dass in du no oder du töcht überall flott Plätze für zu rachte findt, wo in die gelungener Cave bei einem gute Pot oder Maufel feiern kann. Den 13. und 14. Mai über dem Sinest Port ouvert vom Conservatoire du Nord zu Diekirch und zu Ettelbruck, wobei die Kinder verschiedene Kurse können die Instrumente kennenlernen und noch selber ausprobieren. Danach sind noch musikalische Animationen geplant. Verschiedene Kurse sind übrigens von Lohn in bestimmten Konditionen gratis. Neues dabei dieses Jahr, dass die Inskriptionen für das Conservatoire du Nord denselben David Port ouvert fänken und sich also direkt auf der Platz kann anschreiben. Für die anciens Élèves sind die Inskriptionen schon für drin, die fänken den 2. Mai an. Bei der Gelegenheit kann sich aber auch schon die neue Expo firmeken, ob die de Konservatoire an Gemeng en April am Geschichtsmusee an der Aller Kirche invitieren. Le Son des Gravures als eine Ausstellung, die wertvoll Kunstgravuren aus dem Anfang von der Renaissance weist, die von allen Musikinstrumenten komplettiert gehen an den Visiteur matuellen, ob ein musikalisches Reis vom 16. bis an 19. Jahrhundert. Nicht zu vergessen erwort de Konzert Jazz en Herb den 20. April um 7 an der Diekircher Stuff. Diese Konzert hat ja müssen verloren gehen, also können Schüler aus dem Departement Modern vom Conservatoire du Nord also avanesiert können, zum Beispiel gehen auf für gut Laune bei flotten Jazz a Big Band Klang suchen. Der Konzert geht bis um 10. Am Autosmusee war dems fängt du von Kmene seg neue Ausstellung an. No de seieren Alpinrennwen geht et lo eher lang haie bisse mi gemidtlich zo. Thema von der neue Expo ist nämlich Départ en Vacances und du geht ganz nostalgisch. Das CNVH weist nämlich wie freier an Vakanz gefuhr gehen ist.